Meine erste Radtour, auch wieder von dem Karl. Hütze da, haben die kleinste Kinder als Fahrrädches mit und ohne Stützräder. Sind die Pute dann die Ritter, kriegen sie ein Mountainbike mit zig Jängen. Das hätte es früher nicht gegeben. Ich habe das Radfahren gelernt auf ein Fahrrad von meiner Tante Gretchen. Das war Jahre für den Zweiten Weltkrieg. Tante Gretchen, eine Schwester von meiner Mutter, auch ein Mädchensfahrrad, denn Tante Gretchen war klein. Sie kamen nachmittags, wenn sie im Betrieb Bier aufgetaucht. Bei uns vorbei kommen die dann und ging mit Mutter jetzt Klänger. Für gewöhnliche viele Stündchen. In die Zeit konnte ich mit der Rätsche von Tante Radfahren üben. Geübt wurde auf der Straße. Wir Kinder hauen die ganze Straße für uns. Ab und zu kommen allein ein Auto oder eine Buhr mit Pferd und Kar. Die hört man erstmal von weit kommen. Aufpassen muss man bei dem Üben auf der Chausseeböhm und die Kilometer stehen, die an der Straße ran stingen. Ich habe angefangen zu üben mit der Rätsche von Tante, einen Schritt fahren, aufspringen. Wir anfahren, aufspringen. Jetzt war erg ungemächlich an der Rätsche von Tante Gretchen. Der Rätsche hat keinen Freilauf. Für die Bremse muss man sich in eine Pedale stellen. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern an die Reha. Also das muss Firmen, die sind, obwohl er auch alle 80 Jahre alt. Ich will nicht, wie es da mit Dingen war. Hau man eine viel Schwung drauf, dann kostet in einem Glücke, dass man über der Lenker aufsteht. Nur eine da übe kostet ich Radfahren, habe ich gemeint. Stot wie Schöppebuhr, wollte ich mich selbst bewiesen, wie jodisch als Fahrercoach. Ich habe mich und das Rad auf Schwung gebrät und wollte in eine Karriere bei uns heim in eine Bötsche Rennfahrer. Everett hat nicht geflogen. Ungebremst bin ich durch ein Ligusterheck bei unserem Nachbar in der Führjagd gekommen. Der Nachbar war in der Führjagd am Schuffeln. Der hätte mich nicht kommen sehen. Und da war alle drei. Der Nachbar, das Rätsche und ich. Auf das Schuffelke. Der Nachbar, eine Art, auch sich genauso verschreckt wie ich. Er wechselte die Klür und verdrehte die Ohren. Ich hau dann nämlich mit mir Rätsche an den Stell gepackt, wo besonders wir den. Wie wir auf die Beine stungen, ging der Nachbar an Bord und brüllte los: Jünke, Mentke, Büschke, wenn da noch eins passiert, dann setze ich dich der Kopf durch die 2 Uhr. In dem Moment wusste ich nicht genau, was der Nachbar mit mich für hat. Und bin losgegangen. Ohne das Fahrrad. Tante Gretchen hat mich fast gehalten, sonst wäre ich vielleicht heute noch am Lob. Der Nachbar, eine Art, bin ich da lang unterwegs gegangen. Later bin ich da hingekommen, was das auf sich hat, dass der mit der Kopf durch die 2 Ohren setze, was das der Sarah hat. Da kann ich einfach prima Rad fahren, so ja freihändig, wenn nicht keine Sorge.